Ihr wolltet es so, ihr könnt es so haben. Yu-Gi-Oh! Master Duel. Ein neues Let's Play, jetzt mit der zweiten Folge. Wohl fast eine zweite Staffel sagen, Quatsch. Zweite Folge und ja, wir kümmern uns, wie schon mal erwähnt, vor allem um den Story-Modus. Und also jetzt mal zum einen, natürlich kommt später noch Online und so dazu. Und parallel dazu wird es halt noch weiteren Yu-Gi-Oh! Online Legacy of Duelies geben. Aber dort jetzt vor allem, denke ich, wirklich nur offline. Also ein Story-Modus und nicht online. So, ich merke jetzt gerade, der Controller geht nicht. Das ist ein bisschen doof. Derzeit aufgrund, schwer zu erreichen. Ja, woraus natürlich eigentlich freuen werden, war, wenn natürlich viel darauf zugreifen und das Interesse groß ist, dann sind sie natürlich sehr erfreut. So, warte mal ganz kurz gucken, warum geht das Ding nicht. Hallo? Kann das Spiel gar nicht mit Ding zocken, wäre natürlich auch eine Variante, ja? Dass der Controller gar nicht geht. Okay, ist egal, muss ich im nächsten Part mal gucken. Wir machen weiter einen Text. Also nach der letzten Folge, nach der ersten Folge, die ja eigentlich ein Let's Show war, aber jetzt ändern wir es einfach mal, weil ich es kann. Machen wir jetzt mit dem Solo-Modus weiter. Ich habe tatsächlich noch nicht weitergezockt. Obwohl, doch, warte mal. Was ich gemacht habe, ist, ich habe hier oben noch das zweite Duell hier gemacht. Genau, es war ja einmal mit dem Leih-Deck, das hatten wir gemacht im letzten Part. Und mit meinem Deck, da habe ich Obst nochmal gezockt. Genau, da ist alles. Mehr habe ich nicht gemacht. Bis jetzt. So, hier würde ich gerne weitermachen, geht aber nicht, weil wir noch nicht weiterkommen. Das heißt, wir gehen uns jetzt mal in den nächsten Abschnitt des Solo-Modus. Die Krieger der 6 Elementarherrscher. Locke des Elementarherrschers auf das Schlachtfeld, den du die Fähigkeit des Elementsäbels nutzt, um die Attribute auf dem Friedhof zu ändern. Oh, kontrolliere die Macht der mächtigen Elemente. Klingt spannend. Wollen wir es doch mal versuchen, Freunde. Mit dem Szenario. Was? Szenario Karte geschafft? Okay. Elementsäbel Muhelu spielen. Die Krieger der 6 Elementarherrscher. Die Welt besteht aus 6 Elementen. Erde, Wasser, Feuer, Wind. Licht und Finsternis. Das ist ein bisschen so wie bei der Tales of Serie, war? Also, meistens, oft, egal. Die Elemente wurden von 6 Elementarherrschern auf die Erde gebracht. Auf der Welt herrscht Frieden, solange die 6 Elemente im Gleichgewicht sind. Wenn dieses Gleichgewicht wieder gestört wird, erscheinen die Elementarherrscher. Elementarherrscher, deren physische Formen genug Dichte erreicht haben, um für Menschen sichtbar zu sein. Das führt zur Katastrophe. Die Elementarherrscher sind schon oft erschienen und haben auf der ganzen Welt Naturkatastrophen ausgelöst. Die Urahnen bauten Tempel, um diese Naturkatastrophen zu besänftigen. Die Menschen beteten ständig. Aber die Elementarherrscher waren nicht in der Lage, diese Gebete zu erhören. Die verzweifelten Gebete der Menschen sollten noch nach Jahrhunderten wundersam erhört werden. Vielleicht hat sich eine andere Macht, die nichts mit den Elementarherrschern zu tun hatte, der Menschen erbarmt. Die Elementarherrscher wählten eine Handvoll Menschen. Sie wurden Elementsäbel genannt. Sie dienten den Elementarherrschern und wahrten die Ordnung der Elemente. Ching ching, okay, geschafft, wir haben eine neue Karte, sehr schön. So muss es sein, Freunde. Elementsäbel Muhelu. Praktik, jetzt wird spannend, war, wie man natürlich so ein Elementsäbel-Deck überhaupt einsetzt. Werden die Vorzüge und Nachteile des Elementsäbel-Decks geschafft, Belohnungen, geil. Ein Leih-Deck ist gar kein Thema. Deck des Gegners bestätigen. Achso, kann man gucken, was er so drauf ist. Sein Deck, war. Okay, sind auch Elementmonster. Ja, ich meine, ist ein bisschen Learning by Doing, war. Sind Krieger, okay, die holt er schnell zurück und so. Holt aus dem Deck, ja, okay. Er verstärkt sie, Und dann kann er damit noch irgendwas. Grand Soul der Elementarherrscher, okay. Und damit kann man dann die mächtigeren Elementherrscher rufen.
Oh ja, der mitunter ein bisschen Power, wa? Wenn nur 2 Elementarherrscher im Deck. Gut. Mal gucken, Freund. Also ich kenn's nicht, ganz ehrlich. Elementarherrscher, Elementdeck und so, da ist ein bisschen an mir vorbeigegangen. Was macht ein Element-Säbeldeck einzigartig? Was? Sie können die Elemente wechseln? Während sie auf dem Friedhof liegen. Okay, sobald ich 5 Elementalmonster in meinem Friedhof habe, kannst du jeden ihrer Effekte nutzen, um die Bedingungen für die Spezialbeschwörung mächtiger Elementarherrscher zu erfüllen. Das bedeutet, einen Friedhof zu haben. Okay. Mein Zug! Und ich ziehe. Palast der Elementarherrscher. Aktiviere Palast der Elementarherrscher. Was er sonst tun soll, ist eine Zauberkarte. Also, dass die erstmal aktiviere, ist klar. Feldzauber. Activate. Dann eine Hand hinzuzufügen. Mache ich natürlich gerne. Activate. So. La Paulia. Oh. Ein Stufe 6 Monster. Jetzt habe ich schon durch. Hä? Okay. Wie soll das gehen? Du kannst andere Monster. Wie geht das? Okay. Aha, so direkt auf den Friedhof schicken möchtest, was? Deine Hand auf den Friedhof legen. Moment, aber das irgendwie... Einmal Spielzug kannst du in der Hand... Einmal Spielzug, falls Element an der Hand oder auf einer oder mehr auf einen Friedhof legen würde. Man kann so... Ah, okay. Okay, jetzt habe ich es geschnallt. Eigentlich würde ich für seinen Effekt hier, um das Monster zu rufen, Elementzellmonster meine Hand auf den Friedhof legen, aber dank der Karte, dank der Zauberkarte kann ich es aus dem Deck auf den Friedhof legen. Dann natürlich praktisch. Wenn der Monster schützen. Okay, also ein Plus, ein Effekt, der im Friedhof haben. Derzeit sind 2 Wasser-Elementsäbel Nalo-Monster im Friedhof. Eine Eigenschaft, okay. Aktiviere seinen Effekt. Ändere seinen Typus zu Erde, wa? Ich höre jetzt auch elementelle Malung und greife mit deinen beiden verstärkten Monstern an. Hä? Wieso kann ich den auch rufen? Okay. Ah, das ist Spezialbeschwörung gewesen, ja doof. Greife jetzt das Monster des Gegners an. Okay, okay. Also, interessant, wie das funktioniert. Und Sangan freut sich auch. Victory is our. Dankeschön. Ching, ching. Kugelfinsternis, sehr schön. Damit können wir wieder zurück zu den Monarchen gehen. Aber noch nicht jetzt. Das erste Mal machen wir das Duell hier. Heute mal mit dem Leihdeck und vielleicht meinte ich mache dann selber. Mal gucken. Also ich kriege dafür ein paar Feuerkugeln. So soll es sein. Aber hier für Karten drin. Ist sogar am Zug, okay. Oh, Link-Monster. Keinen jetzt irgendwie... Ja gut, doch, es sind natürlich spezielle Monstertypen gefragt. Finsternis, Erde, Wasser, Licht, Feuer und noch Wind, genau. 5-köpfiger Linkdrache auf 5 Monster. Okay, wir auf die Karten. Weil natürlich irgendwie 5 verschiedene Attribute auf dem Feld. Das ist natürlich heavy.
Also. Ich muss den Karte wegnutzen. Plus Elementarherrscher. Die Karte fehlt leider gerade. Elementsäbel, Monster an einem Friedhof fliegen, oder Elementar, ein dicker Friedhof. Mhm. Eine Option. Einmal pro Spielzug Schnelleffekt. Ja, also Position. Der Effekt ist auch nicht schlecht. Der kann zerstört werden. Der Effekt zerstört werden. Kann Effekte wählen. Was habe ich denn aktuell für Ones auf der Hand? Weil eigentlich ist der Quatsch, ich kann die Elemente ja wechseln. Hey. Warte mal. Du kannst 200 Monster und dann anderen weiterlegen. Um Spielzug verwenden, wenn die Funkeffekte auf Elementzellen kontrollierst, von den Grundeigenschaften der Elementzellmonster um den Effekt dieser Karte zu aktivieren. Das ist die Frage, welche zwei werfe ich jetzt ab? Ich glaube, die beiden, war. Also. Erscheine. Elementsäbel La Paula Mana. So. Dann gucken wir nochmal. Ich wechsle seinen Effekt zu Wasser. Licht oder Finsternis. Ja, ist ja eher der Oderwind, ja. War jetzt einfach mal ein Taser zum Gucken, ob es überhaupt funktionieren würde. Friedhof legen, gut. Momentan egal, kann direkt rufen. War jetzt ja keine Rolle, Spiel. So. Kann ich eigentlich die Effekte. Ah, das geht nur einmal, okay. Ich kann die Effekte nur einmal wechseln. Den Typus mal natürlich, Entschuldigung. So. Durchaus interessant, dieses Element Säbelmonster. Ja, dass man natürlich auch mit Link-Monstern kombinieren kann, klingt logisch. Was soll die Karte bringen? Gut, ist eine permanente Falle, also die kann sie schon spielen. Kannst du mal versuchen. Spezialbeschwörung vom Deck. Und zwar. Nochmal so einen rufen. Ihr könnt aber auch ihn hier rufen, einfach mal noch ein bisschen Defense habe. Und ich ziehe. Sehr schön. Dann schon mal eins noch auf der Hand. Ching Ching. Ja, ich kann Linkbeschwörung durchführen, aber ganz ehrlich, da bringt mir nicht viel. Was soll ich denn da rufen? Weil ich jetzt zwei Lichtmanns auf dem Feld habe, will ich jetzt hier ein Lichtding rufen? Irgendwo hier unten war es, oder? Wenn ich mal der irgendwie... Ja, was soll man das bringen? Das wäre total Quatsch. So, aber pro Spielzug kann ich sogar die Effekte wechseln. Ah, das ist natürlich interessant. Also können nicht durch Kampf zerstört werden, können nicht durch Effekte zerstört werden, können nicht als Ziel für Kann-Effekte wählen. Mach doch das auch mal noch. Warte mal, wir haben Finsternis, Feuer, Erde aktuell.
Erde, Feuer. Hä, wieso geht das mit Finsternis nicht? Ah, dann fängt dieser Karte zu aktivieren. So, deswegen kann ich jetzt hier auch den Typus nicht wechseln, wa? Weil ich habe ja eigentlich Finsternismonster. Okay, dann bringt das momentan nichts. Switchen will ich noch nicht. Elementartraining, das können wir nachher direkt machen. Erstmal angreifen. Aber was kann die Karte hier? Du kannst sagen. Da ist eigentlich nur das. Du. Dann wollen wir mal ein anderes Monster rufen. So, Effektaktivierung. Es ist noch ein Schnelleffekt. Haben wir gelernt. So geht das, Freunde. Sehr schön. In Phase 2, ja, ich weiß, ihr habt alle nette Effekte drauf, aber ich habe schon viele verschiedene Typen drin. Okay, gut, 2 Lichtmonster, ja. Natürlich, wenn man die irgendwie noch zurückholen könnte oder so. Da hat eigentlich keiner von denen hat die Eigenschaft drauf, wa? Nee, ich kann auf den Typus wechseln. Feuer. Bringt uns aktuell noch nicht viel. Vielleicht später. Okay. Und noch nicht so dringend, sag ich jetzt mal. Könnte aber dringend werden. Der hat noch in den zweiten Effekt gehabt. So, Redofern, dann gesamte Hand ab, dann fügt eine Hand elementar. So, super. Problem wir gar nichts. Er nutzt momentan ein bisschen besser als ich leider. Ja, machen kann ich schon. Und das hier bringt mir nichts, muss ich das hier machen. Das heißt, dann das Monster als ihn rufen. Habe ich nochmal einen dritten, so einen krassen Dude? Ne, natürlich auch nicht. Also, was ich jetzt mache, ist eigentlich bloß dafür zu sorgen, dass mein Deck ein bisschen weniger Karten hat, damit ich die richtigen Hoffnung gleich ziehe. Ja, mal gucken. Palast der Elementarherrscher. So. Kannst an der Hand ein. Das ist der Spielzugs. Okay. Jetzt kommt es drauf an, was machen wir jetzt. Schon Spezialbeschwörung. Spielzug. Eigentlich bräuchte ich einer, damit ich Dinge nochmal rufen kann. Mein Finsterniskumpel. Ja, die anderen bringen mir aber gar nichts. Einfach Spielzug, was ich kann. Nee. Was macht der noch? Außer Mental ist eine Hand hinzu. Ja, aber der Hand hinzufügen, okay. Aber mit ihr kann ich halt direkt im Monster rufen.
So, kann ich hier einen Effekt aktivieren. Ah, Friedhof schicken möchte. Ich wollte gerade sagen, so, erstmal geht so einer von Karte auf den Friedhof. Und dann eine Karte, die korrekt gerufen wurde, wie die da. Noch nicht. So, kriegt ordentlich Boost drauf. Jetzt einmal pro Spielzug. Die Karte ist von dem eigentlich schon cool, aber ich möchte trotzdem noch Elementartraining aktivieren. Dann geht die weg. Dann rufe ich. Auch nicht. Dann ein Deck hinzu. Ein paar mehr Monster rufen. Ja, kann warum nicht. Anderen Friedhof werfen, okay. Natürlich keine Effekte drauf, weil ich jetzt Laubpool als Spezialbeschwörung gerufen habe, nicht als Tributbeschwörung. Aber ist egal. Okay, ja, kein Elementarmonster mehr auf der Hand. Sehr gut. Also Feldzauberkeit hat mir gerade den Arsch gerettet. Dann kann einfach halt ihre Eigenschaften immer ändern. Das ist mitunter schon geil, natürlich. Du kannst eine Eigenschaft. Ja. Schwör der. Mein Zug! Ja, nochmal ein Elementartraining. Vielleicht mal ihren Effekt. Swan brauche ich glaube ich nicht von dem. Und dafür hole ich mir ein Monster. Grain Soul. Oh ja, den rufe ich jetzt mal. Ich brauche 5 Erdemonster am Friedhof. Das ist gar kein Thema. Einmal bitte Erde. Einmal bitte Erde. Da ist schon Erde. Dann machen wir den mal noch zu Erde. So, und jetzt kann ich ihn rufen. Wähle die Karten als Ziel. Das wird ein schönes Rufen, wa? Ja, natürlich auch was Schönes da auf dem Friedhof. Meine eigene Monster, ist klar. Wir können natürlich ihn mal rufen. Ja, komm. Warte mal, was ist denn hier? Unterschiedliche Eigenschaften an dem Friedhof mal 200. Ja gut, ich meine, wir haben zum Beispiel jetzt mal Erde, Licht, Finsternis, Feuer, Erde. Können wir noch ein paar von denen wechseln. Zum Beispiel den wieder zurück auf Wasser. Dann werden die noch schön geboostet. Dann Erde haben wir genug. Haben wir schon gesehen. Dann kann ich vielleicht nochmal irgendwie ein Lichtmonster machen. Okay, nichts gebracht. Warte mal, jetzt haben wir Erde, Erde, Erde. Wir haben Licht. Finsternis. Feuer, Wasser. Wind fehlt, wa? Göttler, ja gut, der fehlt auch. Muss aber alle Typen haben, oder?
Ja. Schade, dass man die Link-Monster nicht auch mit dem Effekt hier rufen könnte. Ja, jetzt wäre so, dass ich irgendwie nochmal ein Monster ziehe, aber nee, weil da bringt mir ja nichts. Ihn hier. Nee, will ich auch nicht. Warum auch? Ich greife meinen Teil lieber an. Und Ben. Hab ganz vergessen, ich kann gar nicht wegen dem hier. Weil ich ihn ja zuvor aktiviert habe. Ja, Moment mal, da habe ich noch ein Wörter mitzureden. Kette. Activated. So, vor allem soll man die Folge beenden, aber erstmal mache ich das mal noch. So, jetzt wird ich noch umgedeckt. Jo. Dann darf er noch. Dann wird hier ein neues Monster gerufen. Und zwar eins mit ein bisschen Power. Ich glaube, muss es im Angriffsmodus sein? Ich glaube nicht, wa? Nö. Mein Zug! So, welche Effekte kann ich Schönes aktivieren, wa? Warte mal. Licht, Wind, Erde, Licht. Kommt langsam noch die Starken zum Zuge, wa? So, warte mal. Ich habe keine ganz mörderische Idee, Freunde. Ich habe hier 3 Typen, warte mal. Ja, das mit dem 5-köpfigen Drachen hier? Die Eigenschaften Finsternis, Erde, Wasser, Feuer und Wind verwendest. Na, okay, aber es geht. Na gut, schade. Ja, es geht ja eigentlich auch so, aber. Warte mal, Kampfphase geht ja jetzt, okay, gut. Da machen wir es doch so. Dem 5 Link-Drachen rufen wir schon, keine Sorge. Ich muss ihn jetzt noch ein bisschen tricksen. Warte mal, ich muss erst einmal das Feuervieh rufen. Okay, das Deck macht Bock, Freunde. Das macht echt Bock. So, wie viele von anderen habe ich eigentlich noch im Deck so? Ein paar Wasserviecher habe ich noch, okay. Reicht's langsam, es reicht. So. Weiteres Elementarviech. Ja, ist halt so. Jetzt können wir nicht den 5-köpfigen Link-Drachen rufen. Ich weiß, ich gewinne so noch nicht, aber ganz ehrlich, wann hast du schon mal die Gelegenheit, so ein krasses Viech zu rufen? Ja, und dann Kampfphase, Freunde. 5-köpfiger Link-Drache, greif an. Und nun Elementartraining. Was? Ja. Schade. Ich habe gar kein Monster mehr, mit dem es funktionieren würde. Nehmen wir mal die beiden. Ich habe genug Monster im Friedhof, weil das ist gar kein Thema, Freunde. Sonst kann ich ja nichts mehr machen, wa? Ich kann den nochmal rufen, bringt mir aber nicht viel.
Alter, so ein Link-Deck ist aber, beziehungsweise so ein Elementarheld, nicht Elementarhelden, Elementarherrscher oder Elementherrscher oder Element. Säbelviecher ist schon krass. Die waren sowieso nicht mehr. Den auch nicht und dann den noch ein zu viel. So. Mein Zug. So, natürlich, Freunde, werden wir das Ganze mit einem Elementarmonster beenden. Nicht mehr so viele Feuerviecher, wa? 1, 2, doch, ein paar sind noch. Moment, wir haben es gleich, Freunde, wir haben es gleich. Für die Folge vor allem. Zeige dich, Pyrex der Elementarherrscher. Und Activate. Bye bye. Das war's. Aua. Victory is our. Mit Überzug. War aber geil. Muss ich zugeben, war geil, hat mir echt Spaß gemacht. Ich glaube, damit kann man ruhig ein bisschen öfter noch zocken. Ching ching. So, mit dem Leihdeck, ja, das wäre vielleicht ein bisschen schwierig, aber kriegen wir sicher noch hin. So, Freunde, das war's aber erstmal für heute. Ich sage vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal zurück bei Yu-Gi-Oh! Master Duel. Immer noch mit die Krieger des ersten Elementarherrscher, aber ich glaube im nächsten Part. Was haben wir bis jetzt? Oh, Lichtding aber auch mal. Nächste Folge machen wir, glaube ich, die Zielmission. Dann gehen wir wieder zurück, machen die Monarchen noch fertig. Hoffen, dass wir dann noch ein paar Lichtkugeln kriegen, falls nicht, muss ich halt sonst irgendwo hin. Aber ja, so geht's weiter. Immer heiter. Zurück bei Yu-Gi-Oh! Bis dahin, ciao zusammen.